Salut zusammen, ich begrüße euch herzlich zur dritten Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem FC Basel. Und zwar haben wir das erste Saisonspiel 1-0 gewonnen, 1-0, 3-0 gewonnen gegen den FC Luzern. Und ja, wir sehen hier in der Tabelle IB mit 6 Punkten aus 2 Spielen Erste. Und sonst kommt lang nichts mehr. Okay, es haben auch erst 4 Mannschaften gespielt, das ist ein bisschen blöd von mir. Aber wir sehen auch schon die Torschützenliste. Der Gant und der Suleimani mit je 2 Goal, auch der Alioskin und Pikinocki, oder Piccino, bla bla bla, haben auch 2 Goal. Und in diesem Spiel würde ich nochmal gerne die erste Mannschaft spielen lassen, je nachdem, was du als nächstes kommt. Ja, dann im nächsten Spiel gegen Vaduz können wir dann ja, eher die zweite Garde spielen lassen. Aber so können wir gegen GC nochmal mit der Mannschaft spielen. Hätte mir nicht schlecht gefallen. Vor allem der Delgado und der Janko. Beim Steffen und Boetius, manchmal laufen sie aber nicht richtig. Und ich weiß so nicht, mit wem lieber ich spielen bei GC. Ich nehme einfach mal die Orange. So. Wenn wir gegen GC wieder gewinnen, wäre das schon mal ein richtig guter Schritt in Zukunft, sozusagen. Weil dann haben wir schon mal 2 starke Konkurrenten um die Meisterschaft hinter uns und können uns voll auf IB und Sion konzentrieren. Mehr ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht so in FIFA unsere Konkurrenz. Auch in 8 hat der FCB auch nicht so viel Konkurrenz, eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen hart, aber ist so. Und ich hoffe einfach, dass wir auch in der Champions League und in der Europa League, je nachdem, was wir in der Champions League machen, gut spielen können. Und ich weiß jetzt nicht, ob dort die Aufstellung kommt von GC. Haben wir eigentlich schon wieder weiter gedrückt, ich weiß, ich bin dumm. Wir sehen da. Ja, kommt das Aufstellung? Ich glaube es nicht. Es tut mir leid, ich drücke aber mal weiter. Also GC mit dem Kayo und Rich Munzi. Okay, und Karlström natürlich einer der besten Spieler in der Schweizer Super League. Vor allem hat er bei Arsenal gespielt. Beste Mannschaft aus England, meiner Meinung nach. Und wir sehen hier. Oh mein Gott, wie haben die gerade zusammen gespielt? Und ich muss jetzt klären, und ich stelle gerade auf Defensiv und Ballbesitz. Weil sonst sind wir da mega offen. Oder was haben die gerade gemacht? Die haben nicht gespielt wie Barcelona. Zufi jetzt hier auf der Delgado. Da wird nicht angegriffen, okay. Und wir spielen hier auf der Steffen. Und jetzt vielleicht mit der Flanke auf der Janko. Aber da, ich habe jetzt nicht gesehen, wer es ist. Ich habe mich voll konzentriert auf den Ball. Keine klare. Und irgendwie Andersen von Ajax Amsterdam gekommen, spielt einen mega Ball. Ein richtig Sturm. Aber der Watschlik natürlich ist auf der Hut und hat den Ball. Zufi schon mal aktiver als im letzten Spiel und jetzt durch Steffen. Kann durch seine Schnelligkeit ausnutzen, aber im Dribbling verliert er den Ball. Jetzt will ich mal über links zum Boetius und da verliert der Ball direkt mit der Annahme. Okay, das ist jetzt nicht so gut gesehen. Auf der Bank haben wir die gleichen Spieler wie im letzten Spiel, aber ich glaube, heute wechseln wir ein bisschen anders, weil die Aussenläufer hat auch eine Chance bekommen. Ich glaube 7 oder 6 Stück und die werden alle mal spielen. Da machst du zu viel schön mit dem Janko und da, ich weiß nicht wieso, er ist einfach stehen geblieben und schießt ihn mal in die Hand. Okay, das kann er besser. Vor allem sollte er den Ball annehmen und direkt weiter spielen oder sich umdrehen und nicht einfach stehen bleiben und nichts machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Wir sollten mal schnell das Spiel ein bisschen beruhigen. Balanta jetzt auf der Position vom Suchi, okay. Boetius mit ein paar Übersteiger, ich weiß, mega unnötig. Und ja, wir sehen hier, GC macht das Spiel recht an. Vor allem griffen sie hier vorne nicht so richtig an, aber ich glaube, jetzt kann Chance da sein, oder? Nein, ich warte mal ein bisschen ab. Janko, das ist schön einbeziehen. Lang gegen sein Ex-Club. Der Janko ist schon mega defensiv. Okay, der Dumbia ist im letzten Spiel eingewechselt worden und ist mega defensiv gewesen. Aber auch der Janko im Moment. Und da kommt Flanke und der Janko
verpasst und der Zufi mit einem Weitschuss, aber abgefälscht. Das geht Eckball. Nein, es gibt sogar Abstoß. Okay, aber meiner Meinung nach ist das klar abgefälscht gewesen. Suche ich da nicht ganz so gut klare. Andersen mit seinen langen Haaren, okay. Interessant. Kommt über die linke Seite, aber dazu für den souverän klären. Jetzt der Steffen. Sehr zentral gerade gesehen. Und der Janko spielt aus auf der Lang. Und es geht Ivo für uns. Nein, für den Gegner. Also, ganz ehrlich, das ist jetzt gerade für uns gesehen. Und der serbische U-Weltmeister Antonov auf der linken Abwehrseite von GC. Und der macht das relativ gut. Rich Munzi hier im Zusammenspiel mit dem Kayo, aber der Balanta macht das mega gut. Und tut jetzt gerade das Spiel eröffnen mit dem Pass. Und der Janko tankt sich auf der linken Seite durch, aber es läuft keiner mit. Und doch der Boetius, aber da verliert der Ball, das ist zu eng jetzt gerade gesehen. Und der Kayo macht es hier mega spannend hinten. Georgiev auf Kayo. Okay, ich glaube, das wird ein härteres Spiel als das gestern gegen Luzern. Oh mein Gott, und der Munzi nimmt mich da auseinander, oder besser gesagt nimmt da unser Mittelfeld auseinander. Aber der Abschluss ist mega stark gewesen. Und da sind Kirchenglocken wieder am Start. Mega geil. Man merkt, oh mein Gott, was für ein Schuss vom Kajo. Aber da Watschlik haben wir natürlich im Goal, der tschechische Nationalgoalie. Hat der Tschech nach der EM abgelöst im Goal. Und der Boetius läuft mal nicht mit. Aber da hat er, das ist jetzt gerade mega wichtig gewesen, er zieht in die Mitte, spielt auf der Delgado und da passt genau in die Füße von der GC-Spieler. Und der Kajo ist mega gefährlich, der darf man nicht mehr schießen lassen, sonst steht es bald mal 1:0. Oh nein, was ist das gerade vom Lang? Unser erstes Heimspiel und es wird gerade mal gefährlich. Also jetzt bitte mehr Konzentration hier beim FC Basel. Der Lang auf der Steffen. Und da sieht der Chaka der Janko. Aber der kann natürlich nichts machen, der ist nicht schnell genug. Traoré auf Janko. Und da auf der Steffen. Wenn jetzt die Flanke kommt, wird es gefährlich. Und das ist der Chaka. Aber er schafft es nicht, den Schuss aufs Goal zu kriegen. Da der Ivo auf der Lang. Da auf der Janko. Und was für ein Zusammenspiel vom FC Basel. Also wirklich, das ist echt... das ist einfach brutal gewesen. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht mehr reden, mein Mund ist so trocken. Und das ist ein mega geiler Doppelpass von Janko und Lang. Und dann souverän in die rechte untere Ecke abgeschlossen. Gerade noch vor der Pause, wieder in der 45. Minute. Und der Lang zeigt seine Torgefährlichkeit gegen sein Ex-Club, wie schon erwähnt. Und der Janko hat wieder mal einen Scorerpunkt bekommen mit dem Assist. Und jetzt wird es gerade nochmal gefährlich vor der Pause mit dem Karlström, aber dafür steht es kläglich. Wir sehen 59% Ballbesitz. Schon mega krass. Das ist wirklich 59 gegen Legende Computer. Auf jeden Fall nicht alltäglich, glaube ich. Zumindest in FIFA 16 so gesehen. Und dort vielmal einfach der Gegner, also der Computerball kann und einfach zirkulieren lassen. Aber im Moment bin ich das so. Oder der FCB ist das, der das so macht. Weil wir wollen ja auch eine gewisse Dominanz zeigen. Und da wird der Chaka gelegt. Aber es geht nicht. Und da der Konterversuch, das ist jetzt ein mega guter Pass gesehen. Oder Ball einfach auf der Georgiev.
Aber wir können das auch, und zwar der Delgado, aber er zeigt es jetzt nicht in der Szene. Und der Balanta ist mega offensiv gerade. Probiert den Ball zu nehmen vom GC-Spieler. Und der Munzi und der Kaio, die lernen mich verzweifeln, die treiben die ganze Zeit und der lang geratscht ins Leere. Und da ist der Andersen. Oh, was für eine Chance, da muss einfach sitzen. Nur Georgiev läuft aber mit dem Ball raus, okay. Und der Andersen wie in 8 dribbelt einfach alle auseinander. Okay. Und wir sollten bald mal wechseln, und zwar würde ich gerne den Boetius rausnehmen, weil der im Moment nicht so das zeigt, was ich so erwarte. Der Steffen macht das eher schon besser, wie man jetzt in der Situation sieht. Und da kommt auch die Flanke auf den Janko, aber der springt nicht einmal. Auf was hat denn der gewartet? Und der Ball ist wieder mit Steffen. Was macht er diesmal? Er wird abgedrängt und das geht jetzt Einwurf. Und das heißt, es gibt einen Wechsel bei uns. Der Boetius geht raus und der El Yunusi kommt mit seinem ersten Einsatz für den FCB. Auf der linken Seite, der in FIFA jetzt immer noch 5 Sterne Skills, dass man das mal beim FCB erlebt, ist mega. Und da hat sich der Langard will revanchieren beim Janko, aber der Traoré macht da Weitschuss und wird noch abgefälscht zum Eckball. Und das macht der Sufi natürlich. Und da kommt der Steffen und es gibt Abstoß. Geht sie gerade sehr im eigenen 16er und der Janko über die Seite. Was soll die machen? Oh, da hat es mich fast böse abgeklatscht. Der El Yunusi zeigt hier, für was er seine 5 Sterne Skills hat. Und der Chaka trifft nur mit der Pfosten. Und der Janko hat aber den Ball trotzdem noch. Und der Delgado mit dem katastrophalen Fehlpass. Okay. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt sind wir gerade hinten ziemlich offen. Und der Traoré passt nicht so ganz auf. Der El Yunusi hat das gerade nicht so stark gemacht mit dem Fehlpass. Der Ball kommt gerade nochmal auf ihn, aber jetzt müssen wir gut mitgehen. Der Chaka spielt aus auf den Steffen, also Steffen heute völlig im Saft. So, jetzt macht er schön Pass auf den El Yunusi. Da kommt auf den Delgado, da spielt in die Mitte und da wird noch abgefälscht zum Mal. Und bei der nächsten Unterbrechung wechseln wir. Ich glaube, ich nehme da Chaka raus für die Serie D, damit auch da ein bisschen Spielpraxis bekommt. Und der Delgado, oh mein Gott, wie der verzieht. Und der Delgado nahm auch gerade raus, wieder für den Pianoson. So sehen wir, also Serie D wird immer eingewechselt für den Chaka und der Franzon immer für den Zufi. So. Wir müssen jetzt langsam aufpassen, es ist 1-0 und es ist langsam eigentlich die IB-Viertelstunde gegen GC. Und ich habe keine Lust jetzt hier den Sieg noch zu vertadeln und der Pianoson macht das stark nach dem schlechten Pass vom Sufi und der El Yunusi verzieht mit seinem schwachen linken Fuß. Der hat müssen sitzen. Leider verpasst er die Chance. Und der Suchi macht das mega stark. El Yunusi wieder am Ball. Und heute geht viel über die rechte Seite, über den Steffen, ist mir gerade aufgefallen. Und der Pianoson jetzt allein vom Goalie 2-0. Mit dem Pfosten schlänzt er ihn rein. Und der Janko glaubt wieder mit einem Assist. Also der geht völlig ab in dem Spiel. Und das Serie mit seiner Frisur finde ich mal mega geil. Und da mit dieser Ballbehandlung macht der Pianoson das 1, also das erste Goal klar, das 2-0 in dem Spiel. Bis jetzt noch keiner mit seinem zweiten Goal.
Das ist auch sehr interessant, dass wir wirklich ausgeglichen haben. 5 verschiedene Torschützen, also wenn man jetzt ein Delgado sein Goal nicht zählt, also das Eigengoal zählt. Jetzt ist schon lange gerade ein bisschen unkonzentriert gesehen. Und der Traoré kann als kleinster Spieler, glaube ich, auf dem Feld klaren. Elyounoussi macht das schön auf der Janko. Da ist wieder schön auf der Elyounoussi. Und da probiert es jetzt mit seiner Technik und der schafft es fast. Aber er beißt trotzdem noch dazwischen. Und da ist es schlecht vom Pianoson, glaube ich, gerade. Richmond jetzt. Anderson. Da muss einer drauf. Einer muss einfach drauf. Und das schafft keine. Und der Suchi geratscht noch vorbei. Aber der Balanta macht das sensationell. Und jetzt der Steffen auf der Serie D, wo eingewechselt worden ist. Seht ihr, Pianoson laufen, der hat auf der lang gekommen, aber der ist nicht richtig gekommen und der Serie D erobert sich der Ball sensationell wieder zurück. Elyounoussi zieht wieder in die Mitte. Auf der Serie D, aber da ist einfach ins GC-Abwehr reingerannt. Und der Lüthi kann nicht richtig klären. Elyounoussi wieder auf der Serie D, da hoch auf der lang. Dann wieder der Steffen mit der Flanke auf der Janko und da kann sich wieder der Barte nicht richtig durchsetzen. Suchi, Balanta, Sufi und das ist der nächste Sieg. 2:0 gegen GC. Kann sich Selo lang mega Goal gemacht. Der Pass Delgado, dann ein 90-Grad-Pass mit dem Janko, Doppelpass und dann der Abschluss. Perfekt, ohne Chance wieder mal. Habe ich jetzt mega schön gefunden. Habe es einfach nur mal anschauen. Lange hat aber 8,6 Bewertung. Und dann würde ich mal sagen, die muss wieder bis zum nächsten Spiel vorsimulieren. Ich glaube, gegen Vaduz haben wir vorher angeschaut. Aber zuerst können wir mal trainieren, wir sind Erste. Unser Ziel ist erfüllt. Wir machen wieder mit den gleichen Spielern wie letzte Woche. Und diesmal trainieren alle viel besser. Auch der Franzon. Ich hoffe, unser Scout kommt langsam und bringt uns die ersten Jugendspieler. Nein, ist er nicht. Und der Delgado will wahrscheinlich seine Karriere beenden nach der Saison. Je nachdem, wie er sich fühlt. Okay, das ist nicht gerade so optimal. Und der Vailati fragt, ob er spielen kann. Und nein, kann er leider nicht, weil wir haben ja den Watschlik und hinter dran der 18- oder 19-jährige Nikolic. Und der hat halt mehr Potenzial und ist aber gleich gut wie der Vailati. Sonst können wir auch gerade noch schauen wegen dem Vertrag, den wir könnten verlängern. Wir sehen hier Vertrag, der auslaufen. Der Hunziger läuft auch aus. Aber der Nummer 53, da schaue ich noch. Denn der Salvi, der auch ausgelehnt ist. Und der Janko. Würde man sagen, weil der Dom ja geht, die wir ein Jahr mit dem Janko verlängern. Bekommt 40.000 und keine Torprämie. Und ist natürlich ein wichtiger Stammspieler. Denn der Kalla muss ich noch schauen, ob er überhaupt zum Spielen kommt. Und sonst ist eigentlich alles relativ okay. 2 Jahre müssen wir noch nicht schauen. Und dann würde ich sagen, ist das wieder gesehen mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Tommy. Ciao.